Der Bayer und das Liebsgeflüster, für manch Romantikerin ist das ganz schön düster. Oftmal ein richtiger Tiefschlag auf die Frage, ob er sie mag. Am Hochzeitstag hab ich's schon gesagt, dass ich die wirklich sakrisch mag. 30 Jahre sind's jetzt, du und ich, soll sie an dem Gefäll was ändern, da meldet er mich. Kinder erziehen, das ist ihr Fach, weil das ist gar nicht so seine Sache. Aber eins gibt's, da wird's beim Nachwuchs alleweit zum Loben, sitzen's mit ihm am Bullock drum. Als Geschenk kriegt sie nicht 100 rote Rosen, praktisch ist der Gutschein für ihre Arbeitshosen. Ein Urlaub, nur mir zwei, na den gibt's da nicht. Zum Arber mit dem Trachtenverein es heuer geht. A Busreise am Sonntag, gleich nach der Kirche. Du Busfahrer darf ich nicht kriechen. Zur Steuerarbeit um 6:30 hab ich zu den Alten gesagt, da komm ich. Am Geburtstag, Weihnachten oder Hochzeitstag sagt er, schau, wie ich das Geschirr wegtrag. Doch ein Dauerzustand soll das nicht sein, für das hab ich's ja mein Weih. Auf nette Worte wart sie noch dazu, drauf meint er, nicht geschimpft ist gelobt genug. Ja, das kann man wirklich sagen, das Romantik-Gen tut er nicht haben. Und wenn sie deswegen ein wenig bockt, er schon lang am Stammtisch hockt. Möchtest du was wissen über des Bajuwarens Faulenzerei? Dann wartest auf das Gedicht Bayern Teil 3.